Nacht Nummer 2, diesmal im Dachzelt und besser geschlafen. Jetzt geht's zum Balcony Walk. Was? Jetzt sind wir fertig mit dem Frühstück. Es geht los mit dem Balcony Walk. Das ist die wahrscheinlich bekannteste Wanderung im ganzen Land. Dementsprechend voll war jetzt auch schon der Parkplatz. Insgesamt kann man bis zu 4 Kilometer in eine Richtung gehen und dann wieder zurück. Wir werden mal schauen, wie weit wir machen, je nachdem wie viele Leute sind. Aber das, was man jetzt schon sieht, ist schon ziemlich geil. Let's go! Einfach am halben Weg schon so die geile Aussicht. Man geht da übrigens hinten entlang, man sieht es ein bisschen, und darum heißt es Balcony Walk, weil er wie am Balkon quasi entlang geht und dabei die perfekte Aussicht bietet. Ja, am Weg sieht man das Wrack von einem Auto, was offenbar von oben runtergestürzt ist. Gar nicht so cool, wir wissen aber, dass sie anscheinend nervte Räder hat. Am Ende der Wanderung gibt es dann ein kleines Dorf, das verlassen ist, beziehungsweise es sind ein paar Hütten, und man kann richtig gut erkennen, wie zu Regenzeiten oben das Wasser runterkommt und unten für die Bewässerung genutzt wurde. Richtig cool. So, wir haben das Ende von dem Balcony Hike erreicht, und was hat uns überrascht? Dass es doch ein bisschen heiß geworden ist. Und dass es am Schluss Wasser gibt. Aus die Steine kommt ein bisschen Wasser raus. Es gibt bei guten Zeiten scheinbar einen kleinen Teich sogar. A few moments later. Laura, was haben wir jetzt gemacht? Festgestellt, dass wir doch nicht am Ende vom Wanderweg waren. Es ist nochmal gescheit aufgegangen und ich fühle es nicht. Bis so untrainiert und heiß ist. Okay. Wie ein Verräter. Naja, beim Klettersteig geht es für uns nicht weiter. Wir wollten eigentlich den See sehen. Es soll ein kleiner so ein See sein. Dann geht es jetzt wieder runter, weil ungesichert gehen wir nicht auf den Klettersteig. Aber wer motiviert ist, kann da einen Klettersteig gehen. Uiuiui. So, einen See haben wir jetzt gefunden. Zum Boden lädt er jetzt nicht gerade ein, aber es hat sich zumindest ein bisschen ausgezahlt. Und jetzt weiß man, warum da Leute gewohnt haben. Ja, insgesamt Wanderung 10 von 10, richtig cool. Wir empfehlen es, sie ist nicht so anstrengend und easy machbar in wahrscheinlich 3 Stunden.